Hallo, hier ist Anke Maltanke aus meinem Berliner Zimmer. Ich bin Anke Jablinski. Ich schreibe sehr viele Bücher und Texte zum Thema Malta. Ich habe hier mal hinter mir in meinem Bücherregal die Bücher so aufgestellt. Wenn ihr euch interessiert über Literatur, Fachliteratur und auch Prosa, Gedichte, Romane, Novellen, Bücher über Malta und ein Kochbuch, dann bitte an mich wenden, auch gerne über meinen Shop, Ankes Malta Shop, denn ich vertreibe auch Produkte aus Malta, Getränke, wie ihr auch hinter mir sehen könnt, da stehen irgendwo im Regal links neben mir Kini Spritz und ein Bier, aber diesmal nur leere Getränke und nicht in Form richtiger Getränke. Die sind nämlich alle im Lagerraum und die kann ich mir heute nicht gönnen. Ich stelle hier in diesem Kanal aber auch maltesische Orte und Plätze vor, neben meinen T-Shirts, neben meinen Büchern, neben meinen Getränken. Ich habe nämlich Malta zum Beruf gemacht. Ich tue alles für dieses kleine Land und erfreue mich sehr an meinem Beruf. Und heute ist der Ort Ain Silem dran. Ain Silem zeige ich wie immer auf meiner Tafel. Das hier sind meine kalligraphisch gezeichneten Tafeln und diese kommen auch wieder neu heraus als T-Shirts. Wenn ihr also euren Lieblingsort sucht, dann fragt an bei Anke Jablinski oder Ankes Malta Shop. Dann könnt ihr demnächst bald auch diese Ortsnamen bestellen auf dem Shirt. Ain Silem liegt auf Gozo und zwar im Süden. Wenn ihr mit der Fähre von Malta nach Gozo reist, dann kommt ihr an dem Hafen Mjar und dahinter liegt Ain Silem. Ain Silem ist ein Ort mit nur ungefähr 3000 Einwohnern. Ihr seht aber sogleich die große Kirche im neogotischen Stil, die Kirche Lourdes. Und Ain Silem ist ein hübscher kleiner Ort mit noch 3 weiteren Kirchen, einem hübschen Strand in der Nähe des Ortes und vielleicht könnte man auch noch das Fort Chambray dazu zählen. Das ist ein altes Fort der Ritter, heute noch zu besichtigen. Das seht ihr auch direkt, wenn ihr einfahrt mit der Fähre nach Gozo. Ain Silem hat eine Besonderheit, das ist das Fest zu Bethlehem, Ain Silem. Das wird in der Weihnachtszeit gefeiert und ihr könnt dort praktisch das Bethlehem erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, denn dann ist die Überraschung ja futsch. Aber ganz toll, wenn ihr über Weihnachten und Januar da seid, unbedingt anschauen. Ihr werdet also zurückversetzt in Bethlehem mit Maria und Josef und dem Christuskind und den Tischlern und den anderen Arbeitern. Und alles ist wie echt und damals ganz klasse und ziemlich einmalig. Des Weiteren wollte ich natürlich noch berichten, dass auch hier eine interessante Ausgrabungsstätte zu finden ist. Allerdings kommt es nicht so recht voran. Es ist einiges gefunden worden, was wohl in die alte Tempelphase einzuordnen ist. Lehmziegel und so weiter sind gefunden worden, aber es ist noch nicht zu besichtigen. Die Ausgrabungen sind seit 1988 immer noch nicht fertig. Ain Silem möchte ich noch, denn ich gebe hier auch ein bisschen Maltesisch-Unterricht. Ich spreche nicht fließend, aber ich kann ein wenig. Und ihr seht nochmal hier Ain vorne. Ain ist nämlich das Auge oder die Quelle und Ain ist auch der Buchstabe, dieser GH. G und durchgestrichenes H ist auch der Buchstabe oder das Zeichen GH und gesprochen Ain. Silem hat etwas mit Slim semitisch zu tun. Frieden ist Slim, ihr kennt ja Slima.
Und ich sage, deswegen habe ich hier auch dieses kleine Peace-Zeichen reingezeichnet, dass das die Quelle des Friedens bedeutet. Andere sagen Salim, irgendwie die Quelle von Salim, das ist ein Name. Ich vertrete eher die Quelle des Friedens, weil ich das ganz einfach wunderschön auch finde und weil ich Einzilem sehr friedlich finde. Also, das war's zu dem kleinen Ort auf Gozo. Und für heute sage ich Sacha, Narak, bis bald, eure Anke Maltanke.